Graf Otto von Wittelsbach in der Veroneser Klaus von Karl Räder. Sie ist jetzt bald 800 Jahre, wie Kaiser Rotbart, gesund und klar mit seiner neuen Krone, frisch froh, ist aus Italien heimgezogen. Er hat nicht dort verkloppt die Hose und sich in Rom drauf krönen lassen. Sellemals war noch ein anderes Leben. Da hat's halt noch kein Schnellsicht gegeben, kein Dampfschiff und kein Zeppelin, kein Auto und keine Flugmaschine, kein Telefon und Telegrafen. Sellemals, da hat man müssen laufen und das schön langsam Schritt für Schritt und bloß der Kaiser ist geritten. So sind sie das Etztal untenruf, als her in die Berge auf und über die Felsen kreuz und quer und als die Bayern vorne her. Und weiter hinten in der Mitte ist Kaiser Rotbart nachgeritt und hat als Mal sein Kron gerickt, denn die war neu und hat getrickt. Und hat sich, wie's so war sei Art, gestrichen sein rote Grusselbart und hat sein Pelzer Gips geracht und hat kein Wattel weiter gesagt und hat als vor sich hingelacht. Na, desmo hab ich's gut gemacht. Auf einmal, dass die Felswand halt, kreischt einer vorne, es Ganze halt, gleich drauf kommt mit Häse Lunge ein Zwoggelstal runtergesprungen und ruft: Herr Kaiser, es is a Schand, da oben hocken 100 Mann, es sind lauter welche Erzschlawacke, die schmeißen meterdicke Wacke vom Felsen runter in die Hohl. Potzbombe-Element nochmal. Die tun uns schön die Köpfe sohlen. Der Kuckuck soll die Lumpe holen. Ihr liebe Leute, ist nicht zum Lachen. Was sollen wir jetzt, Herr Rotbart, machen? Der Kaiser redt zuerst kein Ton, dann kratzt er sich mal unter der Kron und stoppt sich noch einmal sein Peifel und denkt für sich: Ich hol den Teufel. Dann holt er still seine Karte raus. Aha, die Veroneser Klaus. Drauf sagt er zum Graf Wittelsbach: Da krieg jetzt einer hell die Krach. Der Graf, der war sein Adjutant im Krieg im Italienerland. Ich glaub, das ist der Alberich. Der Gauner kennt doch alle schlich. Der hat uns in die Fall gelockt und uns was Schönes eingebrockt. Es is nur schad, dass mehr noch eben im tiefsten Mittelalter lebe. Hätt ich nur jetzt ein paar Kanone, kein Schwanz davon tät ich verschone. Hätt ich nur jetzt eine Flugmaschine, hätt ich nur jetzt ein Zeppelin, da tät ich denne Kerl was weise und Bombe auf die Kepp drauf schmeiße. Dem Hinnerix Schlawacke geschmeiß, so wo ich Barbarossa heiß. Ihr Leid, das ist eine böse Sach. Was machen wir jetzt, Graf Wittelsbach? Da sagt der Graf: Herr Majestät, ich weiß, da habe alle Pate. Ich war als da schon auf der Yacht und hab die Gegend durchgemacht. Gebe mir 200 kräftige Bosch von meine Bayern, frisch und forsch, dazu ein Dutzend Pelzerleid von denne lustige voller Schneid. Ich weiß, ein geheimer Felsenpart, der viert da oben Kerzengrad am Abgrund nunner in die Hehl. Ich fang sie lebend, meiner Seel. Da sagt der Kaiser drauf und lacht: Hopp, es bleibt so, fertig, abgemacht. Der Kaiser hockt sich jetzt ins Moos, der Graf von Wittelsbach schiebt los, ganz oben aus und hinten rum, auf einmal rappelt's, rumpelt die Bumm. Die Pelzer hört man droben kreischen und von de Felsen werkeln Leiche tief in die Veroneser Klaus, als druff und druff bis dort hinaus. Da lacht der Kaiser still für sich: Gu' Nacht, mein lieber Alberich. Na ja, der Graf hat sie umgangen und hat die Bösch lebendig gefangen. Was noch gelebt hat, 100 weiß, mit Haut und Haar und Fleh und Leis. Und hoch am Felsen, gucke mal da blinkt sein Fähnchen, weiß und blau. Kurz drauf führt man des gefangenen Chores dem Kaiser Barbarossa vor, und 1, 2, 3, ehe man's nicht denkt, da waren sie all miteinander gehängt. Jetzt ruft der Kaiser laut voll Macht: Herr Graf, das hast du gut gemacht. Von heut ab bist du, da ist mei Hand, jetzt wieder Herr im Bayernland. Ach, deine Leid sei Dank gezollt, sie kriegen all en Ehresold, so ball wie ich gewechselt hab, denn momentan is es Geld so knapp. Und jeder kriegt, so wohl ich fest, 3 Maserl bayerisch und 2 Wäscht. Kurzum,
euch Pelzer und euch Bayern will ich mei Kaiserhuld beteuern. Stehen fest zusammen, ohne Neid, in Glück und Not, in Ewigkeit. Er müssen jo doch, wie ich vernommen, 1214 zusammenkommen und der uns geholf aus Not und Blog. Herzog von Wittelsbach, er lebt hoch, sei brave Leid natürlich auch, die Pals uns Bayernland, hurra! Drauf kommandiert er kurz und basch, auf, ohne Tritt, Abteilung Marsch.